Freunde, wir haben ihn gefunden. Den Donnerdrachen. Den Drachen des Gebiets, Ranel, der Wüste Ranel und... Offenbar ist er krank. Er hustet ein bisschen und so. Wie kann überhaupt so ein Drache krank werden? Der Donnerdrache hat mir erlaubt, hier nach Steinenzeit zu graben. Im Augenblick geht es ihm doch ziemlich mies. Ich mache mir wirklich Sorgen, wenn das so weitergeht. Ja, wir haben gesehen, was passiert. Jo, hey Donnerdrache, was geht ab? Tja. Oh, solch ein Gast sieht man selten. Du bist doch ein Mensch! Was treibt dich denn hierher? Komm aus der Zukunft und du siehst ziemlich krank aus und ich brauche deine Hilfe. Oh so, du kommst alles vom Himmel, Du heißt Michael. Irgendwas fehlt mir da. Wäre es mit sowas wie WR16 Michael? So wie meine Freunde. WR16. Es gab da... Oh, wie war das schon wieder? Es gab einen Hinweis, weshalb WR16... Ich glaube, WR steht für Re-Remote. Die 16 habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Oder ist die 16? Ich hatte gerade, dass irgendwie das 16. Zelda-Spiel sein könnte, aber nee. So viel gab es jetzt auch noch nicht. Obwohl, ein ganz Spin-Offs sind dazu vielleicht schon. Ne, Quatsch, mit so Ocarina of Time war schon erst der 5. Das kann das 16 auch nicht sein. Ich müsste mal kurz nach recherchieren, was da ist, weshalb 16 und so. WR16. Wisst ihr was? Machen wir ganz kurz, Freunde, weil es interessiert mich jetzt. Geht gleich weiter. Bye, bye. Okay, Freunde, ich hab's. Es ist tatsächlich so, wie ich schon dachte. Zumindest das, was die 16 betrifft. Also WR im Englischen heißt es LD, weil es ist halt das Gebiet hier heißt natürlich im Englischen anders. Im Deutschen heißt es ja die Wüste Ranel, deswegen WR. Und 16, das steht wirklich für den 16. The Legend of Zelda Titel. Was halt Skyward Sword ist. Oder war, sag jetzt mal so. So, meine Freunde? Gefällt dir nicht? Naja, was willst du von mir? Du willst, dass ich dir ein Lied beibringe? Du sagtest gerade, dass du im Himmel kommst, Michael. Du bist aus der Auswähl der Göttin, ja? Ja, das erklärt einiges. Weißt du was? Du kommst im Moment recht reichlich ungelegen. Ja, ich muss jetzt kommen, weil in Zukunft bist du tot. Also insofern, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber du siehst es ja selbst. Ich hatte gerade von einer schweren Krankheit gepeinigt, kann daher nicht singen. Ist schon eine Last von der Göttin außer Welt zu sein. Ja, wie kann ich dir irgendwie helfen? Da wäre ich mir ein, die Roboter haben den Lebensbaum-Coming da gepflanzt. Hilfe gegen eine Krankheit. Ist schon gewachsen. Für mich ist vielleicht schon zu spät. Ein heiliger Drache, der von einer Krankheit befallen wird, die man nicht heilen kann? WTF. So, und jetzt? Darf ich jetzt da durch, oder was? Und dann Drachen zu kurieren, haben wir einen Lebensbaum-Coming eingepflanzt. Schön. Da gehen wir mal da hin und gucken mal nach, was da so abgeht, weil offenbar scheint irgendwas nicht ganz funktioniert zu haben. Da haben wir so eine Ameise. Ameisen über Ameisen. Komme ich da so hoch? Tatsache. Und wie könnte es auch anders sein? Ich glaube, es ist dafür der Drache der tot war. Jo, der ist wieder futsch. Den neuen Drachen geht es schlecht und hier will kein Baum so echt wachsen. Wir haben keine Zeit mehr. Das Lebensbaum Keimling erhalten. Ein Keimling des legendären Baumes, dessen Früchte jeder noch so schwere Krankheit heilen sollen. Was willst du damit? Der Donnerdrache braucht unbedingt eine Lebensbaumfrucht. Du willst ihm noch helfen, oder? Eigentlich doch. Das ist eine gute Nachricht. Dann sollst du ihn allerdings woanders einpflanzen. Und zwar nicht in Ranelbs. Wo könnte das bloß sein, wa? Was hat irgendwie Bardo, der kürzlich mal meinte? Hier könnte man einen tollen Baum oder sowas einpflanzen. So. Haben wir das jetzt auch gemacht? Sehr schön. Das müsste eine Gerudo-Libelle sein, wa? Ja. Ja, die noch mit. Und ansonsten... Ja, müssen wir wieder zurück, wa?
Eine Vogelstatue gab es da aber nicht, oder? Oder schon? Mal ganz kurz gucken. Den Stein wieder aktivieren. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch. Da oben wieder irgendwie raus oder so. Es sieht zwar eigentlich nach aus, aber nee. Hä? Ja und jetzt? Wenn ich wieder deaktiviere, dann bringt es ja auch nichts. Habe ich eigentlich im Inventar mal ganz doof gefragt. Ah ja, hier. Lebensbaumkeimling. Einfach so. Ja. Ich glaube, die haben irgendwie einfach auch keinen Platz mehr gehabt und so für weitere Items sich gedacht. Ja, komm, spielt keine Rolle. Packen wir einfach mal da drauf. Aber wie kommen wir jetzt da rüber? Will ich jetzt blind her? Habe ich irgendwo einen Greiferhaken übersehen? Eher schwierig. Hä? Also meinen Sie mal ehrlich, ich komme hier schon raus. Ich habe jetzt zur Not noch das Zelda Wolkenvogel Amiibo. Aber kann es eh nicht sein. Und hier komme ich auch nicht weiter. Ne, würde keinen Sinn machen. Oder gesund werden. Ja, ich weiß schon, wo ich ihn hinbringen muss. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, er kommt nicht mehr zurück. Das ist im Original auch schon so. Da war es gar nicht mehr auf dem Schirm, ganz ehrlich. Weil eigentlich wäre man jetzt gesoftlockt, wa? Denn wie gesagt, ich habe hier keine Vogelstatue, mit der ich in den Himmel zurück kann oder so. Allerdings auch da vorne irgendwo eine gesehen. Doch stimmt, da wäre eine. Ich gucke nur mal ganz kurz, aber hier. Nee. So blind bin ich jetzt auch nicht, dass ich die irgendwie übersehen würde. Nee, übersehe nichts. Hier ist keine. Was man theoretisch machen könnte. Ah, okay. Ich kann natürlich. So geht's nicht. Entweder mit dem Bogen da drauf zielen. Oder mit dem Käfer. Okay, mit dem Bogen geht es definitiv nicht, weil es hat irgendwo eingeschlagen noch gar nicht hingezielt hatte. Aber ja, man, auf die Idee muss auch erstmal kommen. So, was sagst du jetzt? Dieser Hitze will nicht zurecht gedeihen, wenn er so weitergeht, der Donnerdrache. Klimaprobleme? Ja, nichts Neues. So, ins Wolkenmeer bitte. Jo. Denn wir müssen dem Donnerdrachen helfen.
Heißt für uns ganz schnell zurück zum Tempel und da gucken, wo wer übrigens... hier. Ist ja überall eine Insel? Noch nie eine gesehen. Ja, will schon eine sein, wa? Du, 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 du. Warum sind die anderen Vogelreiter gefühlt alle immer schneller? Verstehe ich auch nicht. Und warum kam außer Bart noch kein anderer auf die Idee, jetzt mal hier runter zu gehen? Weil die Tore sind ja überall jetzt geöffnet. Also in Seatland halt. So, wenn der Verband jetzt nochmal auftaucht, dann kriege ich aber so einen Hals. Jawohl. Jawohl, Fei. Voilà, da sind wir wieder. Go noch irgendwo hier, vermutlich schon. Und dasselbe sagt wie je zuvor, vermutlich auch. Ich glaube schon. Himmelsfalter, ich verstehe nichts. Ja, ist auch schwer zu verstehen, Kumpel. So, dann mal gucken. Jetzt ist die Alte wieder hier, wa? Und wacht über Zelda einfach mal da hinten. Ja, eben. Es ist bald nur geschehen, aber das Wichtige ist, dass alles wieder in Ordnung ist. Die Zeit läuft uns davon. Ja, ich weiß. Der Ding pennt ja nicht, wa? Der Wasserdrache. Der Verbannte meine ich. Ein richtiger Baum werden, aber es dauert ziemlich lange, bis so ein richtiger Baum gewachsen ist, oder? Ja, deswegen kann ich ihn hier auch nicht einpflanzen. Also könnte schon, aber... Ja, das ist das Problem, wa? Schön, dass du den Keimling gepflanzt hast, aber es wird eine Ewigkeit, aber es an einem richtigen Baum heranwächst. Das stimmt. Und deswegen pflanze ich ihn ja auch in der Vergangenheit ein. Deswegen ist das Portal ja auch noch aktiv. Man kann nur hoffen, dass Giwe niemals auf die Idee kommt, hier mal vorbeizugucken. Und da ist Impa wieder. Was ist? Nichts Wichtiges. Siehst du das sonnige Fleckchen Erde dort? Hat mir überlegt, dort einen Baum zu pflanzen. Wenn Zelda wieder wacht, wird sie sich an seinen Blättern erfreuen können. Süße Idee. Es müsste eigentlich ein Baum sein, der tausende von Jahren überstehen kann. Ob es irgendwo Keimlinge für solch einen Baum gibt? Ja, natürlich ist einen dabei. Also kommt gar nicht mehr rein, wa? Ja, doof. Warum in der Zukunft, wo das Tor kaputt ist, obwohl, wenn es tausende von Jahren dauert, wird es natürlich irgendwie, ja, das Ding halt auch, sagen wir jetzt mal, ein bisschen verschoben haben, kaputt gegangen sind und so, weil die Gemäuer werden sich natürlich im Laufe der Zeit ja auch ein bisschen verändern, da ist halt so. Und das sind eingepflanzt. Ich spüre die Kraft des Setzlings. Eines Tages wird einmal ein großer, schöner Baum aus ihm wachsen. Ja, und dieser Tag ist für mich schon jetzt gekommen. Schon cool, dass es trotz allem, auch wenn die Vergangenheit, sag ich jetzt mal, von der Map her relativ klein ist, es trotzdem halt noch auch so einen Zweck noch gibt, den es hat. So, Bart, wie sieht's aus? Ist der Baum plötzlich einfach da gewesen oder ist er irgendwie schön gewachsen oder so? Was für ein fantastischer Baum. Passt perfekt in den Tempel. Wenn ich ihn ansehe, fühle ich mich quicklebendig. Das ist ja wieder so eine Frage mit Zeitreisen, wa? Eigentlich sind wir gerade durch das Tor gegangen, wir dazugekommen. Für uns ist natürlich der Effekt jetzt so, der ist einfach plötzlich da, der Baum. Für Bardo hingegen könnte es natürlich jetzt so sein, dass der Baum schon immer da war. Aber halt für uns nicht, versteht ihr? Oder für ihn ist genau das gleiche passiert, weil, ja, Zeitparadoxen und so. Aber das ist ein anderes Thema. Das Lebensbaumfrucht erhalten. Jo.
Also sind wir ehrlich, Freunde, wenn es ums Thema Zeitreisen geht, da kann man sich sehr, sehr lange darüber Diskussionen führen. Bis einem der Kopf zerberstet. Ich glaube, das einzige Spiel, was mit Zeitreisen relativ klug gemacht hat, war Ocarina of Time, also mit so einer Zelda-Geschichte. Was aber natürlich insofern Sinn macht, da wir ja niemals in die Vergangenheit reisen. Wir reisen immer nur in die Zukunft und zurück in die Gegenwart. Deswegen ist es dort auch alles ein bisschen einfacher auch zu erklären, wie ja auch mit den verschiedenen Zeitebenen und so. Aber hier ist halt anders. Hier sind wir in der Gegenwart und reisen in die Vergangenheit. Aber andererseits haben wir natürlich Ocarina of Time, wir reisen in die Zukunft, wenn dann dort Dinge erleben, Dinge. Und dadurch wird unsere Gegenwart ja auch verändert, aber nicht durch das, was wir getan haben, sondern erst durch das, was wir tun, sobald wir zurückkehren in die Vergangenheit, in die Gegenwart. Doch ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. So kamen ja auch die Zeitlinien zustande mit die sogenannte Kind-Timeline mit Majora's Mask, mit Twilight Princess unter anderem. Und die Erwachsenen-Timeline mit The Wind Waker, Phantom Hourglass, Spirit Tracks. Jo. Und wo gehört bloß Breath of the Wild hin? Da wird die große Frage sein, die man vielleicht niemals beantwortet bekommt. Breath of the Wild vereint ja eigentlich alle Zeitlinien. Auf irgendeine schräge Art und Weise. Was vielleicht Sinn macht? Vielleicht auch nicht. Ich meine, wir wissen, dass in der Vergangenheit von Breath of the Wild 10.000 Jahre vergangen sind. Und da kann sehr viel passieren. Vielleicht wird uns ja Breath of the Wild 2, beziehungsweise auf der Nachfolger, irgendeine Auskunft darüber geben, was dann genau passiert oder passieren wird. Dann noch genesen. Jo, die haben wir jetzt. Und können wir die ihm einfach geben und kriegen dann tatsächlich bereits eine Stimme? Kann es so einfach sein, Freunde? Sian Michael, was für dich zu mir? Ich habe was für dich, Kumpel. So was Großes, Dickes, Schweres. Das ist aber eine gelungene Überraschung. Du hast mir tatsächlich gebracht. Oho! Super Saiyajin! Auch tut das gut, mein ganzer Körper pulsiert, eine neue Kraft durchströmt mich. Der Mensch ist Mensch. Hehe, freut mich für dich. Irgendwie. Selbst tausende alte Drachen wie wir werden von Krankheiten gepeinigt. Deine Hilfe hat mein Leben verlängert, Michael. Als Dank wird er dir eine Stimme des Heldenlichts vorsingen. Sperre die Ohren auf und lausche meinem Gesang. Deine Stimme des Heldenlieds erlernt. Geil. Du hast mich gerettet. Vielen Dank, Michael. Ich will dafür eine weitere Belohnung zukommen lassen. Ich werde mich darum kümmern. Zu dir gehen, wenn du wiederkommst. Du wirst dich sicher freuen. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun bereits 2 Stimmen des Heldenlieds erlernt. Besuche nun als letztes den Vulkan Eldin. Jo, Freunde. Er hat noch eine Überraschung für uns. Okay, ihr könnt bereits jetzt schon machen. Krass. Diese Überraschung hat es durchaus in sich, muss man zugeben, denn in diesem Spiel gibt es einen weiteren Schild, den man bekommen kann. Und dieser Schild ist eine Art Belohnung. Ist insofern auch der mächtigste aller Schilde im Spiel. Natürlich sehr, sehr geil, ist gar kein Thema. Und ja, natürlich gleich mal angehen. Ich muss aber auch zugeben, da mit den Drachen und so, ich finde es generell geil, dass die Drachen irgendwie
auch nicht so linear aufgebaut, weil wir hatten ja den Wasserdrachen relativ früh im Spiel schon entdeckt und so. Klar, auch er wurde irgendwie verletzt, von Giorim zwar, aber das ist ein anderes Thema. Musste ihm helfen und so, aber das hatte direkt mit der Story zu tun. War ja auch direkt wegen 4. Tempel und so, nicht wahr? Aber das hier war jetzt doch irgendwie was komplett anderes mit dem Donnerdrachen. Also sprich, hätten wir jetzt das Heldenlied niemals gebraucht und seine Strophe nicht, dann wäre er halt hier weiterhin tot gewesen. Ah, warte mal, da wäre eine gute Frage. Wenn ich jetzt hier wieder die Zeit zurückdrehe, er müsste trotzdem leben. Nee, das ist natürlich jetzt das Interessante daran. Jetzt ist er einfach weg. Aber warum ist er jetzt einfach weg? Wo ist er hin? Ich meine, wir sind nicht in der Zukunft oder so, wir sind jetzt in der Gegenwart. Wo auch die anderen Drachen und so leben. Also, warum ist er weg? Vielleicht wäre es auch seltsam gewesen, wenn er noch da wäre. Und einfach so quasi, oh, ich bin noch da, aber ganz Ranel ist im Arsch. Das wäre irgendwie auch creepy gewesen. Haben wir hier nochmal irgendwo einen Kubus? Ne, es gibt hier keinen mehr. Aber immerhin ist er wieder gesund und so, ist er cool. Die freuen sich auch alle. Aber ja, ist eine gute Frage. Warum, jetzt wo er gesund ist, warum ist Ranel trotzdem nachher in der Zukunft quasi im Arsch? Konnte er es gar nicht retten, dass es nicht zur Wüste wird? Weil es eben noch gar nicht in seiner Macht lag? Oder wäre es ein zu großer Eingriff in die Geschichte gewesen? Weil, ja. Da wäre es jetzt eigentlich so, dass all die Abenteuer, die wir in der Wüste erlebt hätten, gar nicht stattgefunden hätten. Wenn er jetzt einfach sagt, oh, ich lebe wieder, es geht wieder gut und, ja. Aus der Wüste wird niemals eine Wüste werden. Wäre irgendwie ein bisschen schräg. Vielleicht war es deswegen wirklich die eleganteste Methode, ihn einfach verschwinden zu lassen. Du kannst mal nicht erwarten, Michael, wa? Unsere Ungeduld. Aber gut, fangen wir an. Andererseits, du als Auserwählter Held hast eigentlich keine Zeit für Spielchen, soll man meinen. Dann machen wir keine halben Sachen. Willst du dich den Gefahren, denen du bisher begegnet bist, ein weiteres Mal stellen? Aus Erfahrung lernt man, heißt es doch. Schauen würde ja wenig üben, bestimmt nicht. Das stimmt. Und darum geht es. Das kennen wir aus gewissen anderen Spielen auch, zum Beispiel aus Ocarina of Time 3D. Dass wir gegen Bosse nochmal antreten können. Und das wird doch ein anderes Mal machen, Freunde. Was heißt ein anderes Mal? Also, coole Kamerafahrt. Werden natürlich bald machen, ne? Weil eben das Spiel neigt am Ende zu. Und ich möchte 100% haben, sprich, wir brauchen auch den stärksten Schild des Spiels. Das würde jetzt auch ein bisschen dauern. Ich bin auch nicht mehr mit der Steuerung so gut drauf wie auch schon. Und ich glaube, ich würde der Sache dann eine ganze Folge widmen. Ich bin mir überlegen, ob wir es vielleicht machen, nachdem wir die 3 Stimmen plus eine Rischer-Stimme haben. Also das Heldenlied schon komplett haben und eigentlich schon das Triforce holen können. Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt. Ja, man könnte es natürlich jetzt schon machen. Ne? Ich hätte es ja auch schon vorher machen können, also sprich die Wüste Ranel zuerst. Und dann Vulkan Eldin, dann Walfenfalvon. Ich hätte mit dem stärksten Schild auch gegen den Verbanden antreten können. Aber eben ja, die Story ist ja eigentlich eher uninteressant. Das stärkste Schild und so ist doch eher, sag ich jetzt mal, für die 100% eigentlich gedacht. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, nee, komm, sparen wir uns ein anderes Mal auf. In diesem Sinne halt vor allem sparen wir uns dann auf, wenn wir das Heldenlied komplettiert haben. Und eigentlich nur noch das Triforce selbst bevorsteht, plus eben dann hoffentlich die Vernichtung des Verbannten und die Befreiung von Zelda. Ein für alle Mal. So, was mache ich jetzt? Ich will noch mal ganz kurz gucken. Wir gehen zum einen zurück in die Sturmwolke. Warum die überhaupt trotzdem noch da ist, die Sturmwolke, kein Plan. Müsste eigentlich jetzt weg sein. Vielleicht war die schon immer da und man konnte früher noch nicht so richtig rein oder so, oder kein Plan. Das ist echt etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Eigentlich müsste die jetzt komplett weg sein. 3 andere Bewohner hier oben im Himmel, wie eben der Besitzer der Kürbisbar oder Meister Otus, die kannten ja auch schon früher zu Narisha gehen. Also für uns geht es folgendermaßen. Zum einen möchte ich gerne hier die Truhe holen. Dann würde ich mal gucken, wo Struß abgeblieben ist, weil er müsste auch irgendwo sein. Und das alles, um dann vielleicht auch schon in einer nächsten Folge noch eine weitere Sidequest zu triggern.
So, nächste Truhe. Ich hoffe, dass ein Herzteil drin ist, weil wir gehen langsam die Locations für all die Herzteile aus. Das heißt, ein bisschen Kohle wäre auch nicht schlecht, ne? Sonst müssen wir irgendwie nach Farmen gehen. Der Bambusman fehlt ja auch noch, oder? Da haben wir auch noch ein Herzteil. Darf ich nicht vergessen. Hier haben wir sogar 2 Truhen noch. Die eine ist gerade nicht erreichbar, haben wir gerade gesehen. Aber hier müssen wir, glaube ich, auch durchbuddeln können, wa? Jo. Cool, ich höre Risha. Ja, warum ist da so ein Erdwühler hier oben im Himmel? Kann die auch so ewig alt werden? Fragt man sich da. Dann kann ich mir die Vernichtung von dem Teil sparen, wa? Ich muss ja bloß durch. Ich will ihm doch gar nichts. Du. Ja, es gibt hier schon eine Truhe, aber es ist nicht die hier. Okay, aber gut zu wissen, dass es hier 2 Truhen gibt. Das heißt, wir müssen so oder so nochmal hier hin. So. Ich glaub, das hier müsste sogar sein, wa? Jo, die andere Truhe. Herzteil oder Kohle, bitte. Oh nee, ganz ehrlich. So ein Scheiß aber auch. Mann, ey. Warte mal, stimmt sogar, oder? Wir brauchen noch ein Herzteil für einen kompletten Herzcontainer wieder. Und dann fehlt noch ein Herzcontainer beziehungsweise 4 Herzteile. Gerade ob dieses seltsame Rubin-Spiel, was wir in Vulkan Eldin hatten, bei dem einen Typen dort. Da gab es ja auch so ein Rubin-Spiel, ob das irgendwie, ich glaube hier war der Insel, oder? Ob es dort auch ein Herz zu gewinnen gibt. Bin ich mir sicher. Wirklich nicht mehr sicher. So, die Insel von Strus war. Ne, dieser hier. Falsche Insel, die ist ja viel größer. Gut, dann markieren. Ne, gefährlich. Dann denke ich mir so plötzlich, ah ja, markieren, dann. Ah, da ist er ja. Die Gefahr ist halt, wenn ich die Insel markiere, denke ich halt, dort wäre noch eine Truhe. Das will ich eigentlich nicht. So. Hey Michael, was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Ich bin in diesen dichten Nebel geraten und fand plötzlich auf dieser Insel wieder. Wusstest du, dass diese Insel der perfekte Lebensraum für viele Insekten ist? Ich werde ja Insektenzucht versuchen, alle möglichen Exemplare zu fangen, wa? Anfangen an für Experten. Nee, noch nicht. Aber danke, Kumpel. Noch nicht zumindest. So, jetzt zum Abschluss der Folge. Auch wenn es noch ein bisschen länger dauert, die Folge, da ist mir bewusst. Gehen wir zurück zum Vulcanheart. Gucken mal ganz kurz, ob Terry noch irgendwas für uns hätte. Vermutlich eher weniger. Und würde uns sonst halt den Vulcanheart abspeichern. Und im nächsten Part geht's dann zum Vulkan Eldin. Und wir dort das Gebiet abschließen. Also gucken halt jetzt irgendwelche Kuben und so. Da haben wir bereits alle. Was natürlich geil wäre. Wäre halt die Frage mit den restlichen Herzteilen. Ja, eben das mit dem Bambusman ist sicher noch eins.
Sonst aber gerade irgendwie Mühe. Wo können es noch weitere Herzteile geben? Wow. Das war knapp. Du, 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 du. Ein paar Juwelen der Götten fehlen uns auch noch. Wobei, ja, die meisten müssen wir auf der Insel hier eigentlich schon haben. Es gibt sicher noch ein paar. Denke ich mal auf der Kürbisinsel noch oder vielleicht auf Terrys Insel. Viel mehr Orte gibt es eh nicht mehr, also insofern. Warte mal, stimmt. Warte mal, Moment. Wir hatten noch den Dingsbums hier, den Wahrsager. Das haben wir aber auch schon getriggert, die Quests. Da muss ich in Vulkan Eldin eine neue Kristallkugel zu geben, das ist also soweit klar, kein Problem. Die vermutlich nur Juwelen der Güte dafür, aber brauchen wir auch noch ein paar. Juwelen machen mir ehrlich gesagt weniger Sorgen. Ich glaube, wir alle zusammenkriegen. Also die restlichen halt, Da haben wir 64, ich glaube 80 waren es insgesamt. Mit 2 mal 5 jeweils für 2 Quests noch, plus dann 6 Stück, die wir noch irgendwo frei herumliegen finden, müsste eigentlich aufgehen. Wenn das überhaupt noch stimmt. Und ich euch hier keinen Quatsch erzähle. Die Herzteile. So, Terry. Er will bereits was von uns. Sehr gut. Bei Terry war es so, jetzt wenn er soweit ist, will er, dass wir ihn nachts auf seiner Insel besuchen gehen. Aber sowieso momentan noch gar nichts bringt, weil ihr wollt ja gar nicht nachmachen. Sparen wir das für später auf, Freunde. Und in der nächsten Folge bereits erwähnt, werden wir uns also auf zum Vulkan Eldin machen. Und dort, kann ich schon mal so viel verraten, geht's wieder mal heiß zu und her. Aber komplett anders, als man sich das vorstellen würde. Suche nach dem letzten der 3 Drachen. In diesem Sinne, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Oh, der heiße Vulkan. Oh Mann ey. Link, du hast echt nicht leicht, Kumpel. Echt nicht. Ciao zusammen.